Es ist der Tag, auf den Jonas Bädecker aus Dachau lange hingefiebert hat. Heute wird sich zeigen, ob sein selbstgebautes Segelboot seetüchtig ist. Wir haben es gestern schon mal kurz rausgefahren, das Boot, und der Moment war einfach überwältigend irgendwie. 3 Jahre lang gebaut und dann ist es schon schön, das jetzt so zu sehen. Jetzt schauen wir mal eben noch, ob es auch schwimmt. Gleich ist Jungfernfahrt auf dem Ammersee. Beim Transport auf dem Anhänger helfen Freund Max und Segelmacher Dan. Gar nicht so einfach, das knapp 5,5 Meter lange und 2 Meter breite Holzboot zu rangieren. Es geht, eins auf. Geht's rechts? Also bei deiner Seite? Es geht nach Utting. Dort werden sie schon von einer kleinen Fangemeinde erwartet. Alle wollen bei dieser besonderen Bootstaufe mit dabei sein. Jonas' Mutter, sein Vater, Verwandte und viele Freunde. Rückblick. Im Herbst 2022 treffen wir Jonas das erste Mal in seiner Garage. Er holt gerade Kastanienholz aus dem Dampfkasten. Ich mag halt den Werkstoff Holz sehr gerne und irgendwie auch Holz zu biegen. Ich habe irgendwann mal angefangen, Holz zu biegen und wusste ich, das muss man beim Boot auch. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich baue ja ein Boot und biege da meine Hölzer und Planken und Spanten und alles. Das Schwierigste ist einfach anzufangen. Man neigt dann immer dazu, das so zu zerdenken und einfach mal Geld ausgeben auch und dann die Säge ansetzen und loslegen. An Baupläne für sein Segelboot zu kommen, war nicht einfach. Schließlich fand er welche in den USA für eine sogenannte Haven. Das ist eine Schaluppe, also es gibt da verschiedene Bootstypen und Schaluppe wird eigentlich am besten passen. Ein kutterähnliches Segelboot also. Der 33-Jährige verwendet nur feinstes Holz. Kastanie vom Gardasee, Lärche aus Sibirien und heimische Esche. So soll es fertig aussehen. Seine Liebe zum Segeln entdeckte er schon als 10-Jähriger beim Windsurfing. Unsere Eltern, die haben uns irgendwie so erzogen, zu improvisieren und mit wenig irgendwas zu bauen. Und deswegen ist es so in mir drin. Irgendwie muss ich immer irgendwas schaffen. Immer irgendwas konstruieren und bauen. Und wenn ich das nicht machen kann, dann bin ich unglücklich. Jonas ist Architekt. Auch im Beruf mag er es, handwerklich zu arbeiten. Ich mache lieber Modelle. Da kann man dann reinschauen. Irgendwie finde ich es cooler, als wenn man den Leuten dann so einen Rundflug durchs Haus virtuell. Das ist irgendwie schon schöner, wenn man es in die Hand nehmen kann und reingucken kann. Gerade ist er viel auf Baustellen. Zeit fürs Bootsbauen bleibt da nur wenig. Ein Jahr später. Heute hat Jonas etwas Besonderes vor. Der Bootsrumpf ist fertig. Und den will er gemeinsam mit Freunden umdrehen. Doch dazu muss der Rumpf zuerst aus der Garage. Ja, ich möchte fertig werden. Ich möchte endlich das Schiff von der anderen Seite aus sehen. Jetzt habe ich es 1,5 Jahre Kiel oben gesehen. Ich möchte jetzt einfach mal sehen, wie groß es eigentlich ist und einfach von innen sehen, was ich da gebaut habe. Ja, die Aufregung steigt auf jeden Fall. Lange hat sich alles um sein Segelboot gedreht. Viele seiner anderen Ideen musste er verschieben. Ohne Hilfe seiner Freundin Alice hätte er das bestimmt nicht geschafft. Hühner laufen immer rüber. Schon seit 9 Jahren leben Alice und Jonas zusammen. Also sie unterstützt mich ja echt, wo sie kann, gut. Und klar gibt es mal Momente, wo sie denkt, jetzt könnte man auch mal einen Ausflug machen am Ammersee oder sowas. Ja, dann verkriege ich mich wieder in meiner Werkstatt. Ich finde das wahnsinnig toll und auch, dass er eben kein gelernter Bootsbauer ist und es trotzdem einfach macht, sich da gar nicht, keine irgendwie Ängste hat oder so, sondern einfach drauf loslegt und einfach macht. Weil das sind ja so viele Schritte, das dauert so extrem lange, dass man einfach da motiviert bleibt. Das glaube ich ist. Ich glaube, ich hätte schon früher aufgegeben, muss ich sagen, ja.
Doch es gab eine Phase, da hätte Jonas beinahe alles hingeschmissen. Da sind 20 Planken, das ist immer der gleiche Arbeitsschritt. Und da am Ende habe ich mir schon gedacht, oh, irgendwie langsam nervt's. Während dieser Krise standen ihm seine Freunde zur Seite, so wie heute. Na? Hey, schön, dass du da bist. Hallo. Nur die Starken kommen. Nee, ja. Aus Schulzeiten kennen sie sich. Max ist ebenfalls Architekt und Till Physiker. Das Segelboot ist eigentlich sein größter Traum, irgendwie über die Weltmeere zu segeln. Und deswegen das auch mit dem eigenen Boot verwirklichen zu können, glaube ich, ist das Größte für Jonas. Er hat ja schon mal ein Ruderboot gebaut, aber es ist natürlich unglaublich, wenn man dabei ist, wie viel Aufwand das dann ist. Er muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen natürlich zwischenzeitlich und dann hat er ja sein Architekturbüro. Jetzt muss alles schnell gehen. Julius Faubel, ein befreundeter Nachbar, hilft mit seinem Oldtimer-Traktor, einem Porsche Diesel Junior. Damit soll der Bootsrumpf auf seinem Gestell aus der Garage gezogen werden. Sofort geht es los. Jetzt nur nicht irgendwo anstoßen. Ja, fast perfekt. Kannst du noch sogar ein bisschen rüber noch. Kannst noch ein bisschen noch da. Rechts schon hinten. Stückel noch? Alle hier. Okay, ja so? Ging ja problemlos. Aber noch steht die Umdrehaktion bevor. Und die muss gut vorbereitet werden. Ziemlich windig da hinten. Auch Alice hat die letzte Woche mitgeholfen. Sie hat den Rumpf lackiert. Ich bin ja selber Innenarchitektin und mache aber Keramik auch. Mein Papa ist selber Schreiner und da war ich auch oft auf Montage dabei und habe auch schon ein bisschen Ahnung, was für Werkzeuge verwendet werden oder wie man das macht. Vor der Garage läuft alles nach Plan. Letzte Vorbereitungen vor dem großen Umdrehen. Till, der Physiker, hat einen Überrollbügel konstruiert, denn der Rumpf ist noch völlig labil. Allein die Planken halten ihn zusammen. Wenn die Wanden nicht halten oder wenn es dann zur Seite wegkippt, dann kann sich's verwinden, das Boot, und eventuell der Lack abplatzen oder noch Schlimmeres passieren. Aber ich bin guter Dinge. Das Boot darf nicht auseinanderbrechen in der Mitte. Und wenn wir das schaffen, ist schon mal alles cool. Und hoch! Stopp. Wir müssen jetzt gleich ziehen, danke. Also ihr könnt komplett rüberkippen. Ihr könnt komplett rüberkippen. Und jetzt knackst hier, also solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Knacksen. Ihr müsst jetzt ein bisschen gegenhalten. Jetzt gegenhalten. Ich hab's. Das hört sich nicht gut an. Hat sich was verzogen. Yeah. Lass mal noch in Um der das Mitte zu noch- sehen, müssen erst alle inneren Stützen raus. Ich dachte echt, es ist zu viel verwunden oder so und dass dann irgendwie das Kielholz knackst, aber Zum Glück nichts passiert. Weiter geht es mit der Umdrehaktion. Okay, Schieber. So, dann können wir losfahren. Aufsteigen, Jonas, und wir schippern dich in deine Garage. Nach 2 Jahren sieht Jonas sein Boot endlich von innen. ja, sehr besonders, ja. Ich habe es von der Seite ja noch nie gesehen und so schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Ja, ist schon sehr, sehr bauchig. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so bauchig ist und ich glaube, es bietet schon ganz gut Platz für uns zwei oder auch zu viert mal. Wir wollen alle mitfahren. Zu viert, zu fünft müsste auf jeden Fall gehen, glaube ich. Ja. Es ist ein Segelboot ohne Kajüte. Geschlafen wird auf Reisen im Zelt am Ufer. Alice stört das nicht. Ich reise gern und mag Abenteuer auch sehr gerne. Ja, ich bin gespannt. Möchte ich mitkommen. Ja. Vor 2 Wochen.
Endlich Jungfernfahrt. Segelmacher Dan, der die traditionellen Segel genäht hat, und Freund Max helfen beim Auftakeln. Der Jonas hat es souverän gemacht. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass er jetzt in Zeitdruck kommt. Also ich war echt begeistert immer. Und auch den Elan aufzubringen, immer wieder aufs Neue in die Werkstatt zu gehen, das ist echt, also großen Respekt. Knapp 20.000 € hat Jonas bislang für das Material eingeplant. Da ist ja Alice. Die Bootstaufe kann beginnen. Auf die Uschi! Auf die Uschi heißt also sein Boot, nach seiner verstorbenen Oma. Und jetzt kommt der Moment, wo sich zeigen wird, ob Jonas wirklich genau nach Plan gebaut hat. Ich hoffe halt, dass alles von der Trimmung her passt und von dem Bleigewicht, das unten dran ist, sodass das Boot halt schön auf seinen Linien sitzt und nicht irgendwie schief drin hängt oder so. Das könnte schief gehen. Zum ersten Mal die Segel setzen. Und dann noch den Slipwagen unter dem Bootsrumpf wegziehen. Und die Uschi schwimmt. Gute Reise! Da ist es. Dieses Gefühl von Freiheit, das Jonas so liebt und das ihn die letzten 3 Jahre angespornt hat, durchzuhalten.